Und ich musste sagen, absolut. Also bis jetzt keine Sekunde, wo ich war, unchillig. Weil, herrlich, wir haben draussen im Garten, also ich bin am Sünnen auf dem Balkon, aber auch jetzt am Wochenende, draussen wirklich Mädchen gespielt, im Schatten, das kalte Getränk genossen. Am Abend kannst du wirklich mit den kurzen Hosen noch bis um 11 Uhr draussen hückeln, kein Problem. Das ist wirklich die Zeit zum Leben, finde ich. Und Mega. da muss man einfach mal klarkommen mit 34 plus. Ja, und eben, ich finde jetzt auch, das habe ich auch gesagt, dass das ist dann halt auch so im Büro, so typisch Büro, so Gesprächsthema Nummer 1. Ich treffe einen da draußen. So heiß. Ja, du, ist bei euch auch so, ja, es ist schon heiß und so, aber ich denke mir auch, eigentlich mache ich mir keine Gedanken. Also ich komme jetzt nicht irgendwie so, oh mein Gott, ist das... Und weißt, ich arbeite in einem verdammten Altbau, wirklich, der bricht jetzt einen halben zusammen, da innen ist es heiß, oder? Weißt, so, in meiner Wohnung die ist schön Minergie, die ist Neubau, da ist es kalt drin, oder? Da laufst du mit dem Pulli rum. Und ich muss auch immer sagen, so, ich kann das irgendwie nicht. Aber das ist halt auch ein bisschen Bürogetue, gell? Ich weiss nicht, kennst du ja auch bei dir und alle, die im Büro arbeiten. Absolut. Ich bin auch schon so gewesen, und jetzt dieses Jahr merke ich einfach, ich möchte aktiv dagegen heben und sagen, geil, es ist Sommer, ja, es ist heiß im Büro. Wir haben Fentis zum Glück im Büro, muss ich sagen, das ist gut. Aber ich finde auch so, eben, was bringt das Rummaulen? Das ist auch so etwas. Zum Beispiel, eben, als ich gesagt habe, vor einer Woche hatte ich noch Schnee. Auch dort, dann ist es halt Schnee und in einer Woche hast du 30 Grad. Das ist willkommen hier in der Schweiz. Das ist so. Und jetzt, eben, das ist auch so ein bisschen Einstellung, du kannst den ganzen Tag mähen sein, dass es so warm ist und go beklagen und ja, bringt nichts. Ist eben. Egal. Also es ist einfach, es gehört dazu. Geniessen wir jetzt den Sommer, wenn er schon mal da ist. Ja. Absolut. Finde ich schön gesagt. Geniessen wir den Sommer. Mit der WM. Es wird ja ein WM-Sommer. Vielleicht werden wir auch noch 1-2 Worte über die WM verlieren. Mal schauen. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen in die letzte Epi von dieser Saison, oder? Gehen wir rein, tipptopp. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So daher. Nicht nur die Barrage und die Super League-Saison 25-26 sind durch, mir ehrlich gesagt auch. In der heutigen Episode reden wir über das Entscheidungsspiel im Letzi vor knapp 19'000 Leuten, wo GC mit einer guten Portion Glück für sich entscheidet. Rote Karten, Blut, VAR-Entscheid und eine spezielle Stimmung bei den Fans, trotz einem Sieg. Zudem schauen wir natürlich auch ein bisschen in die Zukunft und besprechen, auf was wir uns nächste Saison freuen. Zuerst aber Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend gehabt? Ja, sehr schön, sehr schön. Es war ja eben traumhaft sonnig, verlängertes Weekend, Montag noch frei. Und ja, es ist doch einiges gelaufen, muss ich sagen. Ich habe recht viel gemacht das Wochenende. Hat mich auch irgendwie ein bisschen beflügelt alles. Wirklich mega viel los gewesen, geile Sachen. Ich bin noch zuerst mit meiner Mutter brunchen. Ich bin nachher noch ein bisschen mit einem Kollegen unterwegs in der Stadt und ein Vinti ein Besuchchen machen. Nachher noch an die Grillparty gegangen. Und am Sonntag bin ich dann das erste Mal, ich weiss, ich habe es ja angekündigt und dann gekonnt rausgezögert, jetzt ins Gym gegangen. Oder? Sehr schön. Nice. Ich bin jetzt auch geil. Ein Gym-Bro sozusagen von dir, oder? Oh shit. Ja, voll. Ich muss halt das Gymshark-Liebli ist schon bestellt, ist noch unterwegs. Genau, die engen Shirts, die schön auf der Bizi betonen. Ja. Genau. Hast du schon Chicken und Rice in deinem WhatsApp-Status? Ja, genau, so mit dem Emoji. Kühlschrank ist voll. Wir sind absolut im Game. Und ja, ich muss sagen, das ist mega geil gewesen. Ich war mit meinem Bruder, der auch schon ein bisschen länger selber im Gym ist, was ja wirklich noch lustig ist, kann ich eigentlich noch erzählen. Mein Bruder hat dann gemeint, er hätte ein Abo dort, wo ich jetzt auch ein Abo gelöst habe. Einfach eigentlich, weil er es verhängt hat, zum Deabonnieren wieder. Weil er ist Lehrer und kann im Schulgym gratis trainieren. Drum. Ah, cool, ja. Und genau, da sind wir so eben bei mir und so, beide Gyms nebeneinander. Und dann ich so, eben, gehen wir rein und so. Und er so, ja, wir müssen ja da vorne. Und ich so, ja, nein, ich kann ja da.
Und er so, nein, er sei ja im anderen Gym. Und dann haben wir so gemerkt, Alter, nein, jetzt sind wir gar nicht im gleichen. So, okay. Ja. Und ja, haben es dann aber können mit dem Tagespass können lösen, dass wir gleich zusammengehen können. Hey, ja, Bro, ohne Scheiß, das war jetzt am Sonntagmittag, jetzt haben wir Dienstag fast schon Abend und ich habe immer noch Muskelkater wie die Sau. Aber eben, das ist etwas Geiles am Anfang, der Muskelkater, wenn du einfach weisst, Alter, mein Körper habe ich richtig auseinandergenommen, man spürt, dass man etwas gemacht hat. Man leidet zwar, das ist so das bekanntliche Beintraining, das ich etwa einmal im Monat mache, weil ich es einfach völlig vernachlässige. Gut, zum Glück habe ich nicht mega dünne Beine, aber Bein ist wirklich so das, Schultern, Dreizi, Rücken, Brust, das kommt alles zuerst bei mir irgendwie. Also einfach und Bein ist immer noch so einmal ein wirklich strenges Beintraining und dann kannst du etwa 3 Tage nicht mehr laufen. Aber eben, ich glaube, das ist vor allem am Anfang hure geil und ist doch auch noch ein cooles Gefühl, oder? So, jetzt habe ich etwas erreicht oder nicht? Oder ist, ja. Nein, ich fühle es mega. Also ich bin mich da überhaupt nicht am Beklagen über den Muskelkater. Ich feiere es mega, dass es eben auch, das ist ja auch das Zeichen vom Körper, da ist etwas gemacht worden. Und voll, einfach auch so, weißt, so Stellen, wo ich habe das Gefühl, es gibt so Muskeln, die haben gemeint, sie seien schon pensioniert, oder? Die werden nicht mehr gebraucht. Und jetzt sind sie nochmal richtig das Leben lang, wirklich voll wieder ins Leben gerissen worden. Schön. Und ich finde es noch spannend wegen dem Beintraining, wenn wir jetzt gerade schon drin sind. Ich habe mal alles gemacht, oder? Und ich habe eben Beine eigentlich noch gefühlt. Classic. Am Anfang vom, das ist auch wirklich der Turnus. So, es gibt ja gewisse Memes, die das wirklich zeigen. So, am Anfang, die ersten Wochen in einem Gym, probiert man einfach mal alles. Ein bisschen Schultern, ein bisschen Bizeps, ein bisschen dort etwas lupfen. Und erst so mit der Zeit entwickelt man dann so ein bisschen einen Plan, wie einem das aufgeht. Aber es macht mega Sinn. Also, am Anfang geht es ja einfach auch darum, zum einfach überhaupt gehen. Sind wir ehrlich. Genau. Also, das ist das Hauptziel. Ey, du sagst das ist nämlich genau meine Überlegung. Ich wollte erstens nicht zu viel überlegen, sondern jetzt einfach mal machen. Und zweitens habe ich auch gedacht, ich werde mich schon zurechtfinden. Was finde ich geil, was macht Spass, was ist meine Routine, weißt, wie tief gehe ich ins Thema mit der Ernährung. Sicher mache ich etwas, tue ich mich darum kümmern, aber weißt, wie tief gehe ich dort rein und so. Ist jetzt ein Teil vom Weg, sozusagen, von der Reise, oder? Absolut. Und das ist absolut auch normal. Und ja, ich wünsche dir einfach schon mal viel Spass auch dabei. Und wenn es amigs ein bisschen zu laut wird im Kopf, das gibt es auch, kann ich jetzt schon sagen, dann versuchen wieder so ein bisschen an die Basics zu gehen und zu sagen, hey, Hauptsache ich mache etwas, es tut gut, nicht übersäuren. Und damit meine ich nicht den Körper, sondern Gedanken. Auch wieder mal so ein bisschen, nur weil ich jetzt das angefangen habe, muss ich nicht mein ganzes Leben gerade daran richten. Da bin ich ein Spezialist dafür. Also, ist jetzt schon wieder weg, auch. aber so die ersten nach 1,5 bis 2,5 Jahren, jetzt bin ich etwa bei 3,5 Jahren, jetzt normalisiert sich so. Hey, ich kann am Wochenende leben, ich kann mir Pizza gönnen und so, auch ohne schlechte, also ich versuche es zumindest, ohne schlechte Gedanken gönnen, dafür aber auch 3-4 Mal ins Gym in der Woche, so ein beides, oder? Dass man so ein beides hat, so der gesunde Ausgleich. Ich finde, das ist am wichtigsten davon. Eben, das finde ich mega fair. Könnte auch in die Richtung gehen, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich wirklich mal ein bisschen leiten. Ja. Genau, wie es sich ergibt. Voll. Sehr schön, sehr schön. Und ja, dann habe ich noch, eben am Schluss noch das Veloreisli gemacht mit dem Muskelkater Bein, obwohl eben das habe ich noch sagen. Bein, ich glaube wegen dem Velofahren und so, oder weil ich auch immer schon Fußball und so, dort habe ich es im Fall gar nicht so gemerkt. Es ist Brustmuskulatur. Boah, egal. Genau. Ja. Wir gehen weiter. Du hast auch noch 3 freie Tage gehabt. Was ist bei dir? Absolut, alles gut. Ich habe auch noch ein bisschen Freitag gehabt. Ja, ich finde das so lustig. Ich habe letzte Woche immer wieder gesagt, ja, am Montag kannst du dann, weil ich habe ja immer am Montag frei, oder? Und ich habe voll nicht auf dem Schirm gehabt, dass eigentlich alle frei haben am Montag. Bin ich so viel reingelaufen und die ganze Zeit gesagt, ja, Montag, also du meinst Dienstag, oder? Am Montag schafft man nicht. Weißt du, in diesem Stil. Ja. So, wirklich jedes Mal verhängt, weil ich so oder einfach so in mir drin habe, dass ich immer so kommuniziere, dass man am Montag, weil übliche Leute arbeiten am Montag, ich halt nicht. Egal. Ich habe ein wunderschönes Wochenende gehabt, wirklich auch das schöne Wetter wirklich bis an den Schluss genossen. Eben mit Sünneln auf dem Balken, aber auch mit Kollegen, mit den Freundinnen. Es war wunderschön. Am Freitagabend haben wir eine Rotweinflasche geköpft und
Einfach zusammen in den Abend oder ins Wochenende gestartet, geredet und einfach genossen. Und Samstag habe ich für mich dann gehabt, meine Freundin ist an den Dance gegangen. Ich bin wirklich einfach gemütlich für mich gewesen, habe Eishockey geschaut, bis zum geht nicht mehr, wirklich alles, was gegangen ist. Langsam der Lettland-Experte, würdest du sagen. Genau, richtig, der Latvia-König. Nein, da bin ich am Sonntag, hat der Kollege, also am Montag Geburtstag gehabt, und am Sonntag hat er ein Festchen gemacht im Bocciodromo Vinti. Sehr, sehr ein geiler Abend gewesen und richtig, richtig gute Zeit gehabt. Eben Magic noch gespielt am Sonntag, ab dem Sonntagmittag, war auch herrlich draussen. 2 neue Decks ausprobiert. Einfach ein herrliches Wochenende. Am Montag bin ich dann eher im Eis aber auch ein High-Tag. Genau, Sonntag noch Gym. So ein bisschen das Übliche. Aber sehr schöne Zeit gehabt. Dienstag eben, jetzt heute, wir nehmen wieder einen Tag verspätet auf. Am Montag haben Tim und ich beschlossen, heute sind wir nicht im Mood. Und das ist ja schön an diesem Podcast. Wir können das frei entscheiden, weil wir für niemanden arbeiten, sondern einfach für uns den Spass haben. Genau, jetzt ist Dienstag, also ihr werdet es sehen, Mittwoch kommt es raus für die noch überhaupt noch hören. Weil eigentlich haben Tim und ich vor dieser Episode schon auch gemerkt, der Fuß ist draussen, aber jetzt reissen wir uns noch einmal zusammen. Gehen wir in die Barrage, in die letzte Abschluss, wo GC gemacht hat, das Spiel. Wir schauen aber sicher ein paar andere Themen an, rund um die 2 Clubs, GC und Vinti. Und am Schluss dann sicher noch ein bisschen so eine Zusammenfassung, Ausblick. Genau. Exakt. Voll. Ich übergebe dir. Wo willst du anfangen bei den Grasshoppers? Ja, ich glaube, wir gehen direkt in die Barrage rein. Und da gibt es ja doch noch 2, 3 spannende Sachen zum Besprechen. Ja, man hat es einmal mehr vollbracht. Das 3. Mal hintereinander. Lupenleine, Hattrick sozusagen in der Barrage. Wow. Es hat wieder viel Nerven gekostet. Es hat viel Energie auch gebraucht, finde ich, irgendwie der Match. Ich glaube, wir könnten vielleicht vorher anfangen. Es hat plötzlich, das hat mich eigentlich noch recht überrascht. Ich habe ja noch gesagt, du, nach dem Lausanne-Halbfinale, die Barrage interessiert keine Sau mehr nachher. Ist nicht der Fall gewesen. Wir haben auch schon vorher, so 1-2 Tage vorher, so, alter Gott, verdammt, es hat ja irgendwie schon hure wenig Plätze und so noch frei. So, aber mega krass, ja. Ja, und es sind aber auch alle dabei gewesen, eben. Ich ja auch. Ich habe von Anfang an gesagt, ja, bin ich dabei und so. Und und das ist wirklich so ein bisschen, ich liebe ein bisschen die Vorfreude auf das Spiel. Wenn etwas los ist, dann gehe ich aufs Ticketing schauen, so, schon wieder 200 Plätze weg, nochmal 300 dort und der Sektor ausverkauft. So ein bisschen, weißt, so ein bisschen als Nebenbeschäftigung. Dann, es macht Freude. Es macht Freude. Und sogar, ich meine, ein Kollege von mir war dabei, ist auch noch gekommen, mega spontan, der ist wirklich nie dabei. Und ich habe das so lustig gefunden. Ja, nur schnell, er wäre eigentlich ins Training, er geht immer ins Fußballtraining, voll der Fußballer, oder? Und dann hat er so gesagt, so, ich komme glaube im Fall doch und so, ich will irgendwie nicht der Einzige sein, der nicht dabei ist und ich komme jetzt doch und so. Und hat noch das Training abgesagt und so voll was ist das plötzlich so für eine Stimmung? Eben. Das sind die Schläfer, die GC-Schläfer-Fans. Da siehst du mal, wie viel das GC eigentlich an den Tag legen kann, wie viel das noch das Interesse haben. Es ist einfach sportlich so unattraktiv, also nicht nur sportlich, aber es ist einfach unattraktiv auf verschiedenen Ebenen. Hey, und was sind es? 18'700 oder irgendwie so etwas Leute gewesen. Ich glaube, Aarau, muss man an dieser Stelle auch sagen, kranken Auftritt der Aarau-Fans, 4'500 ungefähr. Richtig, richtig stark. Ich habe wirklich Bilder hure geil gefunden. Ich war ja in Vaduz, dort auch schon einen guten Auftritt, also Hut ab. Die haben natürlich gemeint, heute ist es soweit. die armen Siechen, Alter, nein. Aber jedes Mal wieder, ja. Voll. Also der Hartturm, habe ich noch schnell geschaut, wäre ausverkauft gewesen mit 17'666 Plätzen. Der wäre überverkauft gewesen, von dem her... Ja, stabilen Auftritt der Fans. Hey, ja, voll. Es ist und das wirklich so viel. Weißt, ich habe schon gerechnet, da kommen 12'000, sage ich mal, von mir aus 13. Aber dass es am Schluss fast 19 waren, ich meine, von dem kann Vinti nur träumen, oder? Nein, so ein Seich. Nein, nie würde ich täuscheln. Nein, nicht mehr schnell intervenieren. Nein, ich weiss. Ja, Nein, Bro, ich mache ja nur einen Spass. Ich weiss. Aber ich habe dann schon gedacht, so, Alter, es würde ja schon gehen. Also, es würde gehen.
Ja. Wo sind die Leute während der Saison, Alter? Das wäre so krass so eine krasse andere Energie, die auf den Platz kommt. Das macht ob 4'000 kommen oder 18'000 Alter, oder 19, das ist ein riesen Unterschied. Mega. Wirklich krass. Ja. Ey, riesig. Eben, und das sage ich immer wieder. Das sind die Familientreffen, wo alle kommen, wo man sich wieder trifft, wo alle miteinander sind. Und eben, das hat auch das Feeling vor dem Stadion. Weißt du, eben, das hast du sonst null. Wenn gegen Lausanne 4'000 kommen, dann läuft absolut gar nichts. Und jetzt überall, alle Straßen voll, dort die Leute am Anstoßen, da am Chillen, im Rest, überall geht's. Weißt du, es ist so ein riesiges Event in dem Sinn. Ja. Und das macht so Spass. Das ist eben so das Familienfeeling. Und ja. aber eben, wenn du denkst, wie du sagst, mega krass, dass irgendwie 10% etwa so gefühlt, oder sagen wir von mir aus 15 bis 20, immer am Match geht. Die allermeisten, ja, gehen halt einfach nicht. Ja. Und wartet auf bessere Zeiten. ja, und ja, du, eben, mir ist halt einfach, es ist emotional. Eben, da haben wir ja alles schon besprochen. Eben auch Respekt in dem Sinne an die Aarauer. Die haben ja auch eben 4'500 in ihrem Sektor gehabt. Sicher auch noch 1'000, 1'500 hätte jetzt vielleicht geschätzt auf der Haupttribüne, die auch noch dabei waren. Ja, habe ich auch gehört, dass dort auch einige sind voll. Aber ja, sehr stark von beiden Parteien. Ja. Du, ja, sie haben jetzt auch schon lange nicht mehr den Rekordmeister gesehen spielen, gell? Also da würde ich jetzt auch mal, auch mal vorbeikommen. Ja, schön gesagt. Genau, zum Match. Ja, es war ausgeglichen gewesen, würde ich behaupten. Ähnlich wie im Hinspiel. Voll. Hast du den Match geschaut eigentlich im Fernsehen? Oder Ja, hast du aber auch nicht Österreich-Lettland geschaut? Ja, ich habe Eishockey geschaut. Nein, ich glaube, die Schweizer Nazi hat gespielt. Wahrscheinlich gegen Ungarn oder England, so ein lame Match. Aber ich war so am Switchen, immer zwischen diesen zwei, wo ich natürlich so rot oder eben, wenn es Drittelspause gab, habe ich umgeschaltet. Weil es war halt so, oh geil, Eishockey geht voll ab, links, rechts, Checks, alles. Dann bist du so auf Barrage gegangen. Und ja, und so lang, klar hat es energische Zweikämpfe gehabt und so, aber es ist so langsam. Wirklich eben, wenn du von Eishockey auf Barrage wechselst, ist es, als würdest du einen Film in Slow Motion schauen. Es ist wirklich, pennst fast ein. Ja. Und am Schluss ist es ja dann zum Glück abgegangen. Dort habe ich natürlich zugeschaut, eben bei den Roten und nochmal bei den Roten und bei den Schwalben. Nein, genau. Also, dort habe ich einen Teil, die wichtigsten Sachen habe ich gesehen, sagen wir es mal so. Voll. Ja, gut, eben Eishockey und nachher GC Aarau. Vor allem die Schweiz ist ja auch mega gut im Eishockey, oder? Das geht dann auch richtig ab, voll. oder? Ja, und dann Heim-WM, oder auch die Fans, die voll Party machen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst, wo am Schluss die Mannschaft noch auf dem Eis ist und alle singen. Und es ist einfach eine richtig gute Energie. Bro, das ziehen wir jedes Mal rein und so das immer genau gleich. Wir lieben die gleichen Momente so mit den Fans und die Stimmung. Ja, da ziehe ich mir wirklich alles übel rein. Heute Abend freue ich mich wie die Sau auf den Match wieder. Ja, darum bin ich vielleicht auch heute so hyped, darum geht es mir heute so gut. Schweiz-Finnland, richtig geil. Mal schauen, wirklich sehr gespannt. Man kann es zum Glück verlieren, ohne dass man gerade rausfaulen. Aber ja, wäre natürlich schon geil, auf die erste zu kommen. Klar. Ja, Gut. voll. Also zurück zu der Barrage. Zu den Schlaftabletten. Ja. Genau, aber wir lassen es nicht schläfrig. Wir gehen direkt zum 1:0 vom Zvonarek in der 30. Minute. Ich habe zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, kann man schon sagen, dass es eher verdient war für GC. Ich finde, GC war schon ein bisschen das bessere Team gewesen, in der ersten Halbzeit zumindest. Wenn man jetzt sagen kann, dass es ein besseres Team gegeben hat. Ich meine, es ist viel Fight gewesen. Ich finde, es war noch ein recht guter Barrage-Fight auch. Nachher sind ja dann die roten Karten gekommen. Ich finde aber, der Schiri hat es eigentlich noch relativ gut laufen lassen so in der ersten Halbzeit. Hat auch nicht gross dann gelbe Karten gezückt und so. Es ist eigentlich wirklich noch, es ist eigentlich ein cooler Match gewesen. Eben so ein bisschen, es steht viel auf dem Spiel. Sehr auf Augenhöhe, oder? Nicht vom Superligist, nicht vom Challenge-Ligist. Es passt eigentlich wirklich absolut. Also mit 0-0 und sowieso auch noch, ich meine, es hat Kleinigkeit am Schluss ausgemacht, oder? Also muss man jetzt schon sagen, GC ist, glaube ich, schlussendlich schon mit einem blauen Auge davon gekommen. Gut, oder der Abraschi würde sagen, mit einer roten Lippe. Aber, aber du weißt, was ich meine. Es ist wirklich
eine Kleinigkeit. Es hätte auf beide Seiten fallen können. Und das zeigt eigentlich, dass das Niveau von diesen zwei Mannschaften sehr, sehr ausgeglichen ist. Und darum auch wirklich ein krasser Kampf. Voll. Bin ich voll bei dir. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also das Glück hat man auf seiner Seite gehabt, finde ich auch. Und das ist das Erste, wo ich auch noch mit einem Kollegen, weißt du, eben beim Match bekommst du nicht so viel mit. Ich bin auch sehr spät zu Hause, ich habe die Zusammenfassung erst am nächsten Morgen geschaut und so. Und dann habe ich auch geschaut und dann habe ich auch einem Kollegen noch so ein Memo gemacht, so, Alter, wir haben aber schon auch Glück gehabt in diesem Match. Mit, ja, spannend. weil ich finde eben, komm, viele macht es 1-1, er interessiert es vor der Pause, wir gehen zu der 88. Ah, ja, aber was für ein Goal, Alter. Verdammter Fallrückzieher. Kannst du jetzt schon nicht einfach sagen. Es ist ein schönes Goal. Eines der schönsten Barrage-Goal wahrscheinlich, was es gegeben hat. Also bin ich überzeugt. Ich finde ein geiles Barrage-Goal wie das. Also, geil. Sehr, sehr geil. Gut, wir können weiter. Okay, ja, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass das ja ein Fallrückzieher war. Du hast recht. Ein Riesentopf, Alter. Ja. Aber ja, Gratulation an viele. Ich nehme an, den sehen wir nächste Saison in der Super League. Hätte ich jetzt gesagt, er hat ja so viel Goal gemacht. Das viele Mignon, ja, ist mir auch noch in den Sinn gekommen. Genau, auf dem Super League-Menü können wir vielleicht sagen. Nächstes Jahr auf dem Super League-Menü. Genau. Und ja, schönes Goal. Aber dann, was weniger schön war, war die Aktion von Lee in der 88. Minute. Ja, boah, da waren wir hässig. Uiuiui, sind da die Leute hässig. Und das habe ich auch. Das ist eine von diesen roten Karten. Es gibt doch die roten, meistens gibt es eine rote und die Leute sind so, hey Schiri, hey, was soll das und so, oder? Da war es alle, Lee, du verdammter Spast. Wirklich. Alle Reaktionen sind so, Lee, du Elende. Ja, safe. Was soll das? Der Zeitler hast du ja sicher auch gesehen, oder? Wie pisst er war. Und er hat noch richtig auf den Augenkontakt gewartet beim Rauslaufen. Ich habe heute auch noch gelesen, ich bin nachgoogeln, wenn wir absteigen, der Zeitler, wäre der heute noch an den Flughafen gefahren. Das ist nicht zu entschuldigen. Auch Zidane hat mal eine rote Karte geholt in einem wichtigen Spiel, aber da muss er sich besser beherrschen. Bro, er wäre am Flughafen gefahren, wäre jetzt abgestiegen. Wie geil ist die Aussage? So pisst, wirklich. Pisst. Aber so er hat recht. Ich meine, der Lee hat so Glück. Er hat so Glück, dass man gewonnen hat. Ja, also auch für seine Psyche. Also ja. Der wär, ich will nicht wissen, ich weiß nicht, ob er Insta hat, aber der wäre wirklich kaputt gemacht worden in allen Medien wahrscheinlich, wo es überhaupt gibt. Also auch direkt, der kommt direkt die Nachrichten über. Wahrscheinlich würde sogar noch irgendjemand herausfinden, wo er wohnt und ihm, keine Ahnung, das Auto verstechen oder so. Ich kann mir vorstellen, es hat, also vor allem mit den GC-Fans in den letzten paar Spielen, ja, ist auch nicht zu spassen. Aber ja. Ja, es wäre, ja, du, Hauptsache eben, zum Glück müssen wir uns gar nicht ausmalen, was passiert wäre, weil es ist ja dann doch noch gut gekommen. Aber ja, die rote, boah, da haben wir wirklich gedacht, ja, jetzt, ich habe gedacht, das ist der entscheidende Moment. Jetzt verlieren wir. Wie alle anderen in diesem Stadion. Ja, voll. Das wäre Quittung für die ganze Saison. Das wäre halt schon ja, sehr, sehr spannend. Ich habe umgeschaltet, eben, ich habe dort gesehen und geschaut, so, Alter, der hat sich ja null im Griff gehabt. Wirklich. Und da musst, also das ist... Ich will gar nicht wissen, wie provoziert das man werden kann, wie provokant dass gewisse Spieler einem reinkommen. Aber Bro, das geht nicht. Das ist wirklich Selbstdisziplin nicht vorhanden. Und ja, aber wir können eigentlich zu der nächsten Roten gehen, weil es gibt ja eigentlich nochmal eine, eigentlich die GC wahrscheinlich gesaved hat. Ja, muss man jetzt, weiß jetzt nicht, aber es hat natürlich wieder so wie auch die Hoffnung zurückgebracht, oder? Ich glaube, es macht schon viel aus einem Kopf. Eben, ich meine, die rote Karte, klar, der Abraschi wird hart am Kopf getroffen und so, aber es ist ein Unterschied zu der ersten. Die erste ist einfach wirklich eine Aggressivität gegenüber einem Spieler und die zweite ist, man sieht, ich habe es ja auch heute noch mal geschaut, du siehst, er schaut ja wirklich auf den Ball und der Abraschi kommt von hinten führen. Da ist mir gerade eine Szene vom Quadrato bei Juve mal in den Sinn gekommen, wo es einen Penalty gegeben hat, so, er schaut nur den Ball an, will wegschiessen und der andere kommt eigentlich noch in seinen Schuss rein, also in seinen Fuß und dann ist es Penalty. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen roten Karten. Ich meine, rein von der, ich meine, er hat Blüten, er hat wirklich einen Schuh, er hat Plastik gefressen, oder? Also er hat wirklich einen Schuh in der Fritten gehabt, hure hart. Ja, ich finde es geil, dass der Schiri die Gel zeigt und der VAR sich dann eben, will ich eigentlich gar nichts dazu sagen, grosse Meinung oder Stellung dazu nehmen. Es ist rot, ja, ist okay. Ich finde, ja, es ist null Absicht dahinter. Ja, schwierig. Ja, gell, schwierig. Ich finde das im Fall auch immer noch mega schwierig, die Situationen einzuschätzen, weil eben, also
er hat ja eben, er macht ja eigentlich nichts falsch auf eine Art. Also, ich finde, man muss ja immer ein bisschen am Spieler, wenn du wirst ja bestraft, also musst du ja etwas falsch gemacht haben. Und wenn du eine rote kassierst, dann musst du etwas mega falsch gemacht haben, weil du darfst nicht mehr mitspielen. Und da frage ich mich dann schon, was er jetzt da eigentlich so, also zählen dann gar nicht erst den Böllen irgendwie probieren zu kicken. Genau. Das macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Und nein, der Abraschi kommt vorhin. Ich tue den Ball nicht berühren. Das sind die Schwierigkeiten, die ich finde, so abwägen. Und das ist halt in dieser Saison hast du immer wieder gesehen. Es ist recht oft komisch abgewogen worden, wenn ich das so sagen kann. Es ist so, es hat nicht übereingestimmt. Es ist wieder so die Linie, die wir schon ein paar Mal besprochen haben. Müssen wir jetzt auch nicht aufmachen, das Thema. Aber ja, schwierige Rote. Ja, ich hätte auf die Schweizer Linie. Ich fände es viel besser, wenn es viel, viel weniger streng würde pfiffen werden, eigentlich alles. Und auch da, weißt, ich glaube, auch da ist dann wieder die Wahrfrage so ein bisschen, also der Schiri hat es gesehen, hat es eingestuft. Dann geht er es anschauen, sieht die Slow Motion und es sieht halt hure schlimm aus und Blut und alles und dann ist es mega krass und so, weiss ich auch nicht. Aber eben, es ist halt auch nicht abgewogen. Eben, es ist halt so wie, er lässt sich dann vom VAR ja überstimmen, gibt ihm direkt Rot, aber es ist ja niemals ein Rot wie eine Tätlichkeit. Ist ja nicht das Gleiche. Er hat versucht, den Ball abzuwehren und der Abraschi kommt mit dem Kopf in seinen Fuß. Also, blöd gesagt. Aber ja, es ist... müssen wir nicht mehr aufmachen oder weiter diskutieren. Für mich, wie für dich auch, eine Rote, die nicht muss gegeben werden. Aber eben, der Urs Schneider hat ja auch Geld gegeben. Finde ich auch voll easy. Ich meine, ich habe da nach der VAR wieder eine Selbstinszenierung eingeleitet und gesagt, nein, das ist ganz klar rot. Ja. Voll. Und da wird es immer zwei Lager geben, sage ich mal. Die es aus Verteidigersicht anschauen und sagen, ja Bro, also was hat er denn falsch gemacht? Und die anderen, ja, aber er ist halt ins Gesicht und so, er blutet und ist halt und so. Ja. Darum, es ist ja sicher keine jetzt krasse Fehlentscheidung oder so, null. Das kann man absolut als Rote geben. Darum sage ich ja auch, eher ist es glücklich ein bisschen GC, weil jetzt kommen wir ja noch zu der Schwalbe, oder? Zum wichtigen Punkt von dem Abend, Alter. Ja. Wow. Ja, wie siehst du es? Alter, für mich, also klar, ich habe es jetzt auch nicht 20 Mal angeschaut und noch im Detail und ich so. Schon. Aber finde ich eigentlich null ein Penalty. Ja, ich bin ins Geschäft gekommen und habe gesagt, ja, was sagst du zu der Schwalbe? Und er hat gesagt, kann man geben, der GC-Fan, kann man geben. Ja, ist gut, okay. Der Kollege von mir auch, Für mich war es halt so gewesen, und ich finde, das ist immer ein bisschen ausschlaggebend. Für mich hat so schon live hat einfach sein Fall einfach überhaupt nicht natürlich ausgesehen, wenn man es anschaut. Genau. Eigentlich sollte ein Zweikampf unten passieren und er stürchelt nachher über seine eigenen Beine und er geht nicht wegen dem Foul und er weiß aber wie. Und da kommt man halt auch wieder rein und sagt, Alter, er hat alles richtig gemacht. Sie haben wegen dem Penalty gewonnen. Also faktisch, vielleicht wegen dieser Szene, wegen dem Ableger. Und auch da finde ich wieder der Urs Schneider, dass er direkt drauf zeigt, hure kritisch, würde es laufen lassen und der VAR würde es sich nachher anschauen. Es könnte wie überstimmen werden, der Call könnte überstimmen werden. Er wird aber weniger überstimmen, wenn er es direkt pfeift. Eben, da gibt es auch wieder die zwei Lager, die du sagst. Es gibt nicht weder richtig noch falsch. Es ist einfach so, es ist ein harter Pfiff und ja. Ja, auch da. Aber, voll. Aber da musst du halt auch immer aufpassen, wenn du dann einfach sagst, ja du, in der Regel pfeife eigentlich nicht und dann kommt dann schon der VAR. Ich finde ja irgendwie auch schwierig, weil eben, du solltest ja eigentlich so pfeifen, als gäbe es den VAR gar nicht. Und ja, das und Problem so ist halt, eben genau, wenn du Pfeifen hast, dann ist es nachher schwierig zu sagen, weil er hat ihn ja noch ein bisschen getroffen und noch ein bisschen berührt. Aber ich meine, wenn du einen Hechtköpfler in 3 Leute reinmachst, dann haben sie dich auch berührt, ja, oder? So. Ja, voll. Also ich kann auch in dich reinrennen und sagen, ja, aber da unten hat er mich auch berührt. Ja, genau. Aber eben, ich finde es schön, siehst es ähnlich. Eben, ich meine, schlussendlich am Hassane kann man nicht gross, also ja, als Fußballer machst du das halt, genau auf das gehen. Er spürt wahrscheinlich einen Kontakt, sieht ihn kommen, geht wirklich voll komisch aber es gibt einen Pfiff und der Penalty kommt zum 2-1 und sie können nicht mehr reagieren. Also von dem her, ja, und am Schluss ist alles richtig gemacht. Weißt, es wird sich niemand mehr an das erinnern, dass er jetzt da halb umgeschwalbt ist. Jeder wird sich daran erinnern, GC Parasch gewonnen, that's it. Und niemand eben... Und fertig. Und Aarau hat es nicht geschafft. Ja, voll. Genau.
Genau. Cool. Ja. Also wirklich Glück für GC in dieser Barrage, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, ja, besser fordert man das nicht mehr raus jetzt. Nach 3 Mal lang jetzt wirklich. Und ich würde mich noch wundern, was du dazu sagst. Ich meine, die Fans haben die gleiche Meinung dann gehabt, wie man gesehen hat, weil ja, oder normalerweise nach dem Sieg die Spieler kommen, zack, 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 es gibt eigentlich immer eine Welle, nachher miteinander klatschen und so, oder? Und irgendwie haben alle so ein bisschen drauf, es ist voll, nein, genau, es war eigentlich verdammt unangenehm gewesen, ja, das Ganze, ich habe gehatet im Fall, weil du hast es schon verdrängt, merkst du? GC-Verdrängung wieder. Ja. Hast du gar nicht mehr im Kopf gehabt? Ja, du hast voll recht. Mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, das muss ich ja noch ausführen. Eben in der zweiten Halbzeit war ich eher im chilligen Bereich. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt gehen wir auch noch mal ein bisschen über und so, ein bisschen die Menge, noch mal ein bisschen rein. Und dann eben, als erstes ist der Asp Jensen direkt vor die Kurve gerannt und hat so seine Trainingsjacke abgezogen und so in die Fans hineingerührt und war wirklich so in Ekstase gewesen. Und die Fans natürlich auch am Jubeln und so, cool und so, aber so null so die Energie von ihm so gematcht oder so in diesem Stil. Und nachher sind dann auch immer ein bisschen mehr Spieler und es ist so, ich hasse das, muss ich wirklich sagen, wenn es so unnatürlich dann wirkt, finde ich immer ein bisschen unangenehm. So, hey, wir müssen jetzt jubeln, alle zusammen. Es ist wie gestellt, auch wenn es nicht gestellt ist. Ich meine, sie haben die Barrage geschafft. Das ist ja gleich, es ist etwas. Und ich glaube, da siehst du jetzt auch wieder so die Fanlagerteilung, die es ja schon bei GC immer wieder gibt. So die einen, die bedingungslos lieben, sage ich jetzt mal, und voll da und jetzt geil jubeln. Die anderen, die so immer noch schüch gepisst sind. So, Jungs, ihr habt das Minimum erreicht. Wir kennen das schon zum 3. Mal jetzt. So genau. Krank ist es dann auch wieder nicht. Wir haben keinen Champions-League-Platz gewonnen. Nein, wir haben uns knapp über Wasser gehalten. Ich glaube, das ist auch das, was noch ein bisschen dort dazu spielt, sage ich mal. Ja, genau. Ich finde von dem her, eben, das ist noch der zweite Punkt, auch, was ich eben auch schon so ein bisschen, weißt, so auf Abruf ist, dann so, sind alle so halt angestanden zum Radio und nachher hat's irgendwie noch so, ist es irgendwie viel zu lang gegangen, bis dann das Lied angestimmt wurde und du denkst, es ist unangenehm. Und dann alle irgendwie so halbe und alle denken so, wir machen ja das sonst anders, eigentlich kommt ja jetzt das und die Mannschaft und so und dann sind wir noch weiter über und dann plötzlich denke ich mir so, jetzt muss es aber jetzt wirklich langsam kommen. Und nachher ist so nochmal ein anderes Lied so, anfangen. Und nachher so wirklich der Kollege und ich sind fast ein bisschen pisst so in dem Moment so, Alter, fuck off und so. Und dann sind wir so weggelaufen und dann habe ich dann nachher gesehen, dass ja das eben so war, dass halt auch niemand angestimmt hat, weil die Goppos anscheinend zusammengepackt haben nach dem Match. In dem Sinn so ein bisschen. Spannend, ja. Und eben weil auch die Message so ein bisschen war, wir haben ja jetzt eigentlich nichts erreicht. Eben, das Mindeste. Es ist so, ja, voll. Wir können die Super League spielen und nächstes Jahr wieder kassieren. Cool, genau, Jubel. Ja. Und nach 2 Jahren, oder? Die letzten 2 Barragen hat man schon noch gefeiert und so. Dort hat man schon gefeiert. Und ich glaube, das Mal war es jetzt wie so, vielleicht, und im Nachhinein finde ich es gut. Jetzt im Nachhinein finde ich es doch irgendwie gut, auf eine Art auch, um eben so zu sagen, das ist nicht unser Anspruch, grundsätzlich so ein Barrage zu gewinnen. Ist jetzt 2-mal noch lustig gewesen, aber jetzt lange es eigentlich auch wieder nach dem 3. Mal. Und vielleicht auch, weißt du, so, ich weiss doch auch nicht, wie die Amis ticken. Ich kann mir wirklich noch vorstellen, dass Stacey, gut, ist jetzt weg, aber halt die Konsorten finden, hey, in der Barrage geht es aber wirklich noch ab. Das ist eigentlich noch, dort kommen noch viel und da gibt es mega viel und das sind Emotions, oder? Weißt du, so ein bisschen. Und jetzt sehen sie so, fuck, das geht jetzt irgendwie auch nicht mehr. Weißt du, oder so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, sehe ich. Voll. Sehe ich. Spannend. Spannend. Ich glaube, das unterscheidet dann eben schon einen Rekordmeister zum kleinen FC Winterthur. Oder? Ich glaube, das hat man auch gesehen. Trotz Abstieg, die Fans voll loyal und alles gegeben und so. Und die Ansprüche sind einfach anders. Haben wir letztes Mal auch schon diskutiert, haben wir wahrscheinlich schon 5-mal diskutiert oder darüber geredet auf jeden Fall. Aber ich glaube, da zeigt sich jetzt einfach nochmal wirklich im 1:1 so richtig klar vor Augen. Die Fans haben Ansprüche und der Club kann dem nicht gerecht werden. Zumindest diese Saison weiter. Jetzt eben keine Ahnung, wie es weitergeht, oder? Aber ich denke, das ist schon ausschlaggebend, ja. Ja, und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Das ist etwas, wo von Generation zu Generation auf eine Art wieder weitergegeben wird. Der Anspruch wird, glaube ich, bleiben. Und darum, genau, wird es
das gehört einfach zu dem Verein dazu. Das ist jetzt halt die Geschichte und alles. Genau. Und Yes. Ja. voll, das war das letzte Spiel von der Super League-Saison. Abgesehen vom Cup-Final, Gratulation an Hüppi vielleicht noch an dieser Stelle. Und zwar nur an Hüppi. Ja, aber nur an Hüppi, der Rest ist mir gleich. Ja, voll. Nein, sehr geil. Also es hat mich auch... null an SLO geglaubt. Überhaupt keine Sekunde gedacht, dass die das noch Nein. holen, ehrlich gesagt. Also das wäre zu grosses Wunder. Voll. Ja, also ich glaube, die Saison kann man mit einem lachenden... Ja, du vielleicht schon. Lachend und weinenden Auge verabschieden. Weißt du, Ja, der klassische Bürospruch, wenn man geht. Aber ich eigentlich auch. Ich muss jetzt gar nicht so schlecht reden. Eben, das habe ich auch schon geschrieben. So, die Trauer, sage ich mal, vom Abstieg ist dann auch recht schnell vorbei. Ich glaube, das ist auch okay. Bringt ja nichts, jetzt dem noch nachzutrauern. Ich würde sagen, die Freude. Einfach auch wieder auf das, was kommt. Ich glaube, das ist schon etwas, was ich auch wieder spüre. Egal, ob es jetzt eine Liga oder unten ist. Ich freue mich auf die neuen Transfers, auf wieder ans Spiel gehen, die Leute sehen. Einfach auch wieder die Stimmung erleben. Auch wenn es nur 5000 Leute sind. Oder ich hoffe natürlich mehr. Aber ja, ich habe wieder den Funken Hoffnung, so ein bisschen auch alles hinter uns zu lassen, einen neuen Aufbau anzugehen mit dem Club. Und eben schlussendlich, ja, ob jetzt in der Challenge League oder nicht, es wird gleich jede Woche gespielt. Und was sicher schön wird sein, ist, dass Vinti wieder mal eine Chance hat, zum 1-2 Spiel zu gewinnen zwischendurch. Ich glaube, das ist auch mal nice, wieder als Fan, statt immer nur 4-0 und 5-1 auf die Kappe bekommen. Oder? Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Genau. Ja. Ja, aus Winterthurer Sicht nur noch etwas, wo heute bekannt worden ist. Eben, was man weiss, ist Rohner und Rahmen. Die zwei bleiben sicher, finde ich mega cool. Also Rohner sicher gut zum Aufbauen, aber jetzt auch nicht zu grosser Hype. Ich meine, so viel hat er jetzt auch nicht geleistet diese Saison. Aber der Rahmen finde ich Offensive. mega wichtig. Rahmen ist wirklich ganz mega krank, wichtig. ganz krank. Ja, das ist keine Diskussion, dass der bleibt. Ganz, ganz geil. Weil vor allem, eben, er ist ja bekannt auch für seinen Offensivfußball. Und das hat er diese Saison einfach nicht können. Er hat einfach nicht die Leute gehabt, wo er das hat können spielen, was er gerne hat. Und darum hoffe ich jetzt ganz, ganz fest auf die Namen. Auf den Bus natürlich, die kennen wir alle, den Namen so, der muss bleiben, Challenge League, sage ich. Und auf der Seite mit dem Burkhardt und dem Maluvunu. Pace, Pace, Pace. Das fände ich so geil. Hinter ihnen Goyard, Arnold als Innenverteidiger und Diaby links außen. Und dann habe ich ein gutes Gefühl. Aber jetzt mal schauen, kann gut sein, dass da noch 1-2 abspringen. Muss aber überhaupt nicht, weil es wäre schon attraktiv geworden von denen für andere Clubs. Also eigentlich fast niemand. Die einen sind zu lange verletzt, die anderen haben wenig Spielzeit. Ja, genau. Und nochmal eben die Info, die heute rausgekommen ist. Es gibt am 17. Juli ein Testspiel. Und der Trainer dieser Mannschaft ist der Lustrinelli. Er kommt mit Union Berlin am 17. Juli, am Freitagabend, am 7. auf die Schützenwiese. Und ja, dort werden wir natürlich sein. Ich freue mich schon jetzt sehr, sehr fest. Geht zwar noch 2 Monate, 2 Monate, aber sehr ein geiles Testspiel. Mega geil, das letzte Testspiel vor der Challenge League. Voll, vor allem gegen Union sicher noch. Da könnte man auch noch vorstellen, dass die mit der Kurve oder so kommen. Das wäre natürlich richtig geil. Ja. Für so, also ist es auf der Schütze? Das Spiel selber? Auf der Schütze. Ah ja, dann eh. Voll. Geil. Ganz geil. Voll. Sehr, sehr geil. Ja, freue mich sehr. Finde ich auch eben ein spannendes Testspiel. Und auch noch so ein bisschen, ich meine, ein Bundesligist, easy krass. Also schon noch nice, so als letzter voll. Test. Mega, Genau. mega. Voll. Ich glaube, wir können die Saison abschliessen. Ich glaube, für uns beide okay, oder? Also ich habe es gesehen. Ich bin irgendwie auch froh. Nicht jeden Montag. Jetzt haben auch wir unsere Auszeit verdient, jeden Montag über den Scheissdreck zu reden. Auch wenn ich mega gerne mit dir rede. Aber schlussendlich, wir haben ja eigentlich 95% in diesem Podcast nur über Niederlagen, über schlechte Mannschaft, über schwierige Schiedsrichterentscheidungen geredet. Ja, kann man hinter sich lassen, ohne Problem. Das war eine der schwierigsten Saisons, die ich mit erleben durfte. Ja, 100. Also, weißt, ich denke immer, es macht auch so Spass zum Schnurren, aber es würde noch viel mehr Spass machen, wenn es auch noch mal gewinnen und gut spielen und so. Voll. Was ich meine, halt, es ist immer noch ein Fußball-Podcast. Ich meine, ja, das ist im Fokus. Ja. Aber geil, was würdest du sagen, so, auf was freust du dich am meisten für die nächste Saison? Gibt es etwas, wo du sagst, auf das, also jetzt eben mal zuerst mal ein Päuseli, das tut dir sicher auch gut. Ja. Aber gibt es etwas, wo du findest, das ist eine geile Zeit, die kommt?
Also zuerst mal hast du es richtig gesagt, ich finde es genau treffend. Ich habe genug von dieser Saison, freue mich aber irgendwie auch schon ein bisschen auf die nächste wieder, mit neuen Spielern und allem wieder falsche Hoffnung und so, oder? Man kennt es. Ja, zerstörte, ja voll. Am meisten freue ich mich wahrscheinlich auf Barrage. Nein, die kommt jetzt definitiv nicht mehr. Nein, aber sind wir ehrlich, also ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir echt vorstellen, dass jetzt einfach nochmal, also ist ja logisch, wer sagt jetzt, nein, GC wird viel besser sein. Jetzt stand jetzt niemand, aber wer weiß, was noch passieren wird. Es ist ja schon noch ein Zeitchen entfernt. Aber es kann effektiv auch sein, dass GC einfach auch direkt runtergeht, wenn es so weitergeht. Ja, also, mega. Ja. Also eben, es kann alles passieren. Nein, ganz ehrlich, ich freue mich fast am meisten auf den Saisonstart. Irgendwie. Einfach, weil dann geht es wieder los. Du siehst die Spieler das erste Mal, die neu gekommen sind. Es gibt so eine Frische. Wenn du das erste Spiel gewinnst, hast du völlig falsche Hoffnungen, dass es eine gute Saison wird. Genau. Und so. Genau, auf das freue ich mich alles. gegen Basel, erster Spieltag, hast du holst du den Europa-League-Platz. Ja, genau, das brauche ich, die falsche Hoffnung und alles. Ja, voll. Darum, auf das freue ich mich fast schön. am meisten. Und bei dir? Schön. Ja, ähnlich. Einfach auch wieder die Schützenwiese zu erleben und natürlich die Aufstiegshoffnung. Ich meine, die habe ich ab heute. Habe ich die Hoffnung, dass es passen könnte. Es kann auch gut der 6. Platz werden, nicht, dass es muss so werden. Ich glaube, Aarau wird direkt aufsteigen nächstes Jahr. Das habe ich irgendwie das Gefühl, das kann jetzt das wirklich gut sein. Jetzt sind sie viel näher dran gewesen. Die wollen direkt rauf. Ich glaube, die wollen schneller rauf wie Vinti. Also so rein vom Bauchgefühl. Aber jetzt je nachdem, eben, es kommt ein bisschen darauf an, was für Namen das jetzt noch bleiben. Dann habe ich eigentlich auch ein gutes Gefühl für die Rückrunde, für die Challenge League Saison. Aber nein, ich freue mich auf die frische, genau, das Frische wieder bei Null anfangen. Alle stehen am gleichen Ort am Anfang der Tabelle und dann freue ich mich natürlich auch wieder mit dir über das zu diskutieren und zu reden und so ein bisschen, absolut. Eben, ob wir jetzt gefrustet sind oder ob es geil wird. Vielleicht haben wir beide eine richtig geile Saison, wer weiß. Wer weiß. Hey, wer weiß. Hoffnung ist da. Wer weiß, vielleicht kommt alles gut jetzt. Genau. Mit dem gehen wir in die Sommerpause, würde ich sagen. Es kommt alles gut. Eben die WM, jetzt haben wir noch Eishockey-WM, saugeil. Dann kommt dann eben richtig lang, 11. Juni bis 19. Juli, die WM, 17. Juli, das Testspiel gegen Union Berlin und am 24. glaube ich, um das herum dann der Start von der Super League und von der Challenge League. Und was wir können sagen, sicher noch am Schluss, es wird effektiv eine kleine Änderung geben. Also die es bis jetzt gehört haben, ist alles normal. Also wir werden das Zweite weitermachen. Eben der Fokus wird ganz klar auf GC und Vinti sein, auf die zwei Teams. Am Anfang von dieser Episode 1, wenn man 69 zurückgeht, dann ist dann noch der FC Zürich auch noch vertreten gewesen. Von dem her, das wird sicher geändert. Was die Namensanpassung und Intro und all das angeht, das werden dann einfach live sehen. Da wissen wir jetzt gar noch nicht, was wir genau weitergeben. Einfach dranbleiben, voll. Genau, es wird sich sicher etwas ändern. Wie das dann rauskommt, sehen wir Ende Sommer. Eben der Raffi wird wahrscheinlich als Gast mal dabei sein, wenn es passt. Und wenn es uns mega langweilig ist, machen wir vielleicht irgendwann im Sommer doch noch eine Epi. Können wir ja mal schauen. Ja. Genau. Was sicher cool wäre, vielleicht auch so eine Woche vor Start, dass wir so ein bisschen alle Aktualitäten bereden. Oder eben, wenn es jetzt gerade mal bei GC und Vinti klopft oder irgendetwas Grosses passiert, dann könnt ihr sicher sein, dass wir da unseren Senf dazugeben. Und zum Schluss würde ich noch sagen, ja. Nein, ich habe nur gedacht, wenn die Schweiz Weltmeister wird, dann machen wir eine Sonderepi, oder? Ah ja, ausnahmsweise zu der Schweizer Nazi, ja. Genau. Genau, ja, vielleicht gibt es zweimal Gold, weil die Eishockey-Nazi holt sie ja fix. Und nein. Machen wir dort auch noch eine Sonderepi. Sommer werden. Genau, einfach Sonderepi. So noch nie über Eishockey geredet, ja. Voll. Nein, komm. Voll. Nein. Was ich wollte sagen, ist nochmal ein grosses Dankeschön für die Leute, die 70 Episoden lang dabei sind. Also voll geil. Die auch schreiben, dass es irgendwie, eben jemand hat erst geschrieben, geht gerne spazieren mit uns oder so. Das ist für uns irgendwie easy geflasht, dass es irgendwelche Menschen gibt, die sich das freiwillig antun, aber es macht natürlich mega Freude so voll. Und ja, in dem Sinn, geniessen eure Sommerferien. Hoffentlich habt ihr schöne. Und von meiner Seite alles Gute. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Peter. Stahl. Der Ball kommt zur Mitte. Tor!
Rekordmeister! Super League vom Rekordmeister! Mit Respekt! Und jetzt ist die Schweizer Wiese geholt und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?